Von alters her gilt der Lindenbaum als Symbol von der Liebe, von der Freiheit und vom Frieden. Dass man in einen solchen Baum aber auch einen bösen Geist verbannen kann. Davon erzählt uns die Sage vom Lindengeiger. Vor Zeiten hat nämlich ein junger Bursch gelebt. In Untersiggenthal ist er geboren. Wenn er immer Zeit hatte, da hat er auf seiner Geige geübt und gespielt. Als ihm einst ein Untersiggenthaler Tanzgeigenmeister um Brennholz verschenkt hat. Später da hat man ihm nur noch den Lindengeiger gesagt. Weil, wenn immer möglich, hat er beim grossen Lindenbaum auf dem Ruckfeld oben aufgespielt. Wenn die Leute aus dem Dorf an dieser grossen Linde vorbeigekommen sind, ein paar Schilling sind ihm alle wohl sicher gewesen für die Kunststückchen. So mit der Geige in der Hand ist er über die Dörfer und über das Land gezogen. Und hat dabei einen schönen Batzen Geld verdient. Als er dann auch noch gut geweibet hat und Gemeindeweibel geworden ist, da hat er sich das Gasthaus zu den 3 Sternen kaufen. An sein Haus aber, da hat er folgende Inschrift anbringen lassen. Lass Neider neiden, Hasser hassen. Was Gott mir gönnt, muss man mir lassen. Aber bald hat er mit doppelter Kreide angefangen zum Schreiben. Er hat den Wein mit Wasser gepanscht. Bald war er auch noch Gemeindeammer. Und in diesem Amt hat er erst recht Wucher treiben mit seinem Geld. Die Armen hat er bestohlen und die Witwen hat er beschissen. Aber eben, der Krug geht nur so lange zum Brunnen, bis er bricht, sagt das alte Sprichwort. Eines Abends ist er in den Keller runtergegangen und ist nie mehr hochgekommen. Der Teufel hat ihn geholt. Und seht ihr, spuckt es eben im Haus. Vor allem um die mitternächtliche Stunde herum kann man im Geist vom Sternenwirt merkig werden. Wenn er unten im Weinkeller wild auf seiner Geige spielt und ruft: 3 Schöppeli Wein und ein Schoppen Wasser, gebt auch ein Mass. Um dem Spuk dann ein Ende zu machen, hat der Würlinger Pfarrer den Geist in eine Schnapsflasche verbannt. Die Flaschen aber, die hat man eben in der Ruckfelder Linde auf Manneshöhe im Stamm eingelassen. Aber dem Geist hat es allweg nicht gut gefallen in dieser Flasche. Seit ewigen Zeiten hockt er oben auf dem Baum und sein Geigenspiel tönt wild und weit über die ganze Gegend. Ein Tegerfelder Bauerli, das von Wörlingen her über das Ruckfeld auf dem Heimweg an dieser Linde vorbeigekommen ist, hat gesagt, er hat auf einmal so eine wunderschöne, seltene Musik vom Lindenbaum oben gehört, dass er im Augenblick anfangen tanzen und gumpen und tanzen, bis er mehr tot wie lebendig auf den Boden gesunken ist. Der echte Lindenbaum auf dem Ruckfeld, der hat mir das letzte Jahr gefällt. Und der Geist durfte in eine junge Linden umziehen. Aber wie wilder der Wind übers Ruckfeld kutet, umso wilder spielt er auf seiner Geige.